Aber Digga, wenn wir schon vom Joggeli reden, Olli Nelson, jetzt kannst du vielleicht auch ein bisschen mitdiskutieren. Oder alle Basler, die jetzt drin sind, alle Baselbieter oder alle, die FCB-Fans, die drin sind, können jetzt auch ein bisschen mitdiskutieren, weil ich auch noch ein bisschen über FCB reden. Real Talk, ja. Schwieriges Thema in letzter Zeit, FC Basel. Schwieriges Thema. FC St. Gallen-Fans, ja da, IB-Fans, da komm. Wenn ich nicht FCB-Fan wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich FC St. Gallen-Fan, weil ich muss wirklich sagen, der Matthias Hüppi und der Alain Sutter, beste Clubleitung, was gibt. FCB, jetzt gang ich, ciao. Schmerzt einen weg. Nein, keine Ahnung. Ey, die müsst wissen, ich bin früher noch viel am Basel-Match gegangen, wo ich noch klein war. Ich bin mit dem FCB aufgewachsen. FCB ist echt so das Herz, weißt du, was ich meine? Der FCB ist echt so im Herz drin, aber so in den letzten 4-5 Jahren hat es mich nie wirklich so gejuckt. Ich habe so immer das Resultat verfolgt und es war auch cool gewesen, wenn sie Meister geworden sind oder etwas gewonnen haben. Aber der FCB ist immer so am Herz. Man ist nie wirklich Fan in der letzten Zeit, aber man hat es noch verfolgt, weil man macht es einfach, wenn man Fan ist als kleiner Dude. Und in letzter Zeit ist der FCB einfach ein bisschen scheiße. Was ich sehr schlecht finde, ist die Clubleitung. Tatsächlich. An alle, die jetzt Basel sind, oder so, wer im Chat drin ist, haben ihr schon mal irgendjemanden gehört, der gesagt hat, dass der Bernhard Burgener ein guter Präsident ist? Habt ihr das schon mal von irgendjemandem gehört, dass der Burgener ein guter Präsident ist? Ich habe das wirklich noch nie von jemandem gehört. Ich habe noch nie jemanden gehört sagen, jo, ich finde der Burgener macht das gut, guter Präsident. Du musst es nicht schönreden, sie gehen vor die Hünge. Ich tue es gar nicht schönreden, Digga. Nö, nein, nö. Bernhard Burgener raus. Eben, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, dass der Bernhard Burgener ein guter Präsident ist. Jetzt habe ich gerade das letzte Interview geschaut von ihm beim SRF und das hat es auch nicht besser gemacht. Ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich wieder mehr mit dem FCB befasst. Oha, was? Der Muttenser-Kurve streikt, bis er weg ist. Ist das kein Witz? Ich vermisse den Häusler. Holy shit, Digga. Der Häusler einfach hands down mit der Gigi Öri auch einer der besten Präsidentinnen gesehen. Ich weiss noch ganz genau, wo er verabschiedet worden ist und auch so, glaube ich, in der zweiten Halbzeit das Team auf dem Feld, die ganze Muttenser-Kurve aufs Feld gesäckelt ist, hure friedlich einfach angestanden ist mit dem Plakat Merci Burn ist, glaube ich, drauf gestanden. Und er steht einfach so unten und schwingt so die Fahne. Hure emotional gewesen damals. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist das nur meine Meinung, aber ich habe das Gefühl, der Burgener macht es mehr wegen Geld. Der Häusler, du hast noch gemerkt, der ist hure wegen Fußball tot, der Club bedeutet ihm etwas. Der Burgener kommt, tut irgendwie in Indien investieren, tut irgendwie alles abändern. Er will das Stadion, Leute, er will das Stadion kleiner machen. Häusler ist der Beste. Häusler ist wirklich der Beste. Die Muttenser-Kurve hat einen Brief an den Vorstand geschrieben. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber haben sie denen tatsächlich gesagt, dass sie streiken? Das ist crazy, finde ich. Schon mal im Muttens gesehen? Ja, safe bin ich schon mal im Muttens gesehen. Der Donald Trump hat auch niemand gegeben. Ich will jetzt nicht gerade den Burgener mit dem Donald Trump vergleichen, aber ich finde das, was er macht, nicht nice. Ich kann auch nicht genau beurteilen, was dort in der Clubleitung geht und was er kann entscheiden und was andere entscheiden, aber die Leute, die momentan an der Führung sind, machen es einfach nicht gut und der Vertrag vom Koller ist verlängert worden bis Ende Saison und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn der auch nicht Meister wird oder Göpsiger, dann werden sie den Koller schmeißen. Aber man muss auch sagen, der Vicky Fortan und der Koller, die haben einfach die schlechtesten Mannschaften bekommen, die der FCB je hatte in den letzten 10 Jahren. Die kommen nicht mehr, bis er weg ist. Holy shit, das wäre... Das fände ich aber auch nice, wenn einfach alle Reglement von Corona wieder aufgehoben sind und einfach keine Muttenser-Kurve und dann sitzt der Burgener so oben. Aber finde ich sehr nice. Muss ich sagen, finde ich sehr nice. Also ich weiss, auf eine Art ist es auch hure hart. Was willst du machen, gell? Ich glaube es immer noch nicht, dass der Mohamed Salah bei Basel gespielt hat. Boah, das sind so Zeiten gewesen. Ey, wenn man überlegt, dass der Mohamed Salah mal bei Basel war und jetzt einfach einer der grössten Weltstars ist und mit dem Messi und mit dem Ronaldo verglichen wird. Läuft überhaupt Fußballspiel wegen Covid-19? Ja, die laufen. Seit 2 Wochen wieder. Burgener, der Marketing-Boss. Man merkt, dass er ein Marketing-Boss ist mit irgendwie 20 Millionen Verlust oder so. Es ist hart, aber besser so, ganz ehrlich. Ja, safe ist es besser, wenn sie streiken. Also wenn du streiken meinst. Der Marco Streller. Ja, der Marco Streller ist auch noch so ein Thema. Keine Ahnung. Ich glaube, der Marco Streller ist einfach nicht gemacht für den Job, den er hatte. Der Koller kann schmeißen, die Mannschaft ist im Kopf nicht parat, außer in der Europa League. Ich glaube, der Koller hat noch nicht gecheckt, wie man die Herren auch in der Mannschaft gut einstellen kann. Ja, das ist mega schwierig zu sagen, Mann. Der FCB ist wirklich so, wenn sie international spielen, sind sie viel motivierter als in der Meisterschaft. Die sollten einfach in der Meisterschaft genau gleich angehen wie an einem internationalen Spiel. Der Koller ist jetzt nicht der motivierteste, aber ich glaube nicht per se, dass es nur an ihm liegt. Vielleicht würde auch ein neuer Trainer gut tun, das kann schon sein. Aber auch der Vicky. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Raphael Vicky ein guter Trainer ist, aber dass er einfach die schlechteste Mannschaft bekommen hat, die er nur mehr haben können. Sie haben alle gut verkauft, der Vicky ist gekommen, hat die Mannschaft übernehmen, ist neu in dem Jargon oder zum ersten Mal so einen grossen Club gehabt und direkt so eine Mannschaft übernehmen. Und das ist einfach, was willst du mit so einer Mannschaft machen? Der hat damals wirklich
einfach nicht so gute Leute gehabt. Können wir einmal ein neues Thema anfangen? Ja, wir können dann ein neues Thema anfangen, Digga. FCB wird eines Tages, wie geht's heutzutage, wenn es so weitergeht? Ja, gar nichts, es geht immer auf und ab. Kolle der Veloprofi. Ja, das ist auch so eine Sache, da ist ja mal umgekehrt. Alex Frey wäre ein guter Trainer. Ey, ich weiß nicht, vielleicht ist er ein guter Trainer, vielleicht auch nicht. Ich kenne mich wirklich nicht aus in dem Trainer-Game. Ich kenne mich allgemein, so bei diesen Leuten, ich kenne mich nicht so aus. Ich tue die Supporter, die dort sind, außer der Präsident Lul. Was sagst du zum FC Luzern? Ja, sie haben natürlich einen guten Captain, der Baselbieter ist, das muss man sagen. Ist der Schöpf immer noch Captain bei Luzern? Wenn, dann haben sie einen guten Captain, auch weil es ein Baselbieter ist. Nein, ist er nicht mehr Captain, der Juan Frappe, wie er auf Insta heisst. Chipperfield als Trainer? Holy shit, Digga, das wäre auch sehr wild. Scott, Chipperfield. Ja, so ein Ding war das. Aber der lebt sogar noch in der Region, soviel ich weiß. Der lebt immer noch da. Was ist dein Lieblingsspieler? Im Fußball meinst du? Oh, das ist eine schwierige Frage, Digga. Muss ich gerade gerne, so schwierig ist die Frage. Lieblingsspieler. Ich muss sagen, Jan Sommer ist schon eine Legende himself. Vielleicht Jan Sommer. Ich würde mal sagen Jan Sommer. Jan Sommer ist einfach ein sympathischer Dude. Man kann sich unterhalten. Findest du Messi oder Ronaldo besser? Ich glaube, ich finde sogar den Ronaldo besser. Ich finde, der Messi hat ein bisschen langweiliger Spielstil. Der Ronaldo ist ein bisschen offensiver und so. Digga, was laber ich für Scheiße, Alter? Aber so keinen Plan haben, einfach Ronaldo. Der Stucki als Trainer. Ja, Mann, der Stucki ist wirklich... Wenn der Stucki als Trainer würde gehen, dann würden sich die Leute auch anstrengen, weil sonst müssen sie sich einen Fokuhila wachsen und einen Schnauz. Aber auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem FCB. Es kann nicht immer gut laufen, das ist auch klar. Der FCB ist ja auch vor 20, 25 Jahren, oder ist es kürzer gewesen, ich weiß nicht genau, erst aufgestiegen, wieder in die erste Liga. Von dem her, es kann nicht immer gut laufen, vielleicht läuft es jetzt einfach schlecht, ich hoffe, der Bogen nicht geht, das ist mein finales Statement. Aber wir schauen, wie es weitergeht. My heart just got stuck between these loops. Mama got